Guten Morgen. Habe ich ja gerade schnell ausladen müssen. So, jetzt fahren wir weiter Richtung Niederkaltenkirchen, wenn das irgendwem was sagt. Ja. Gibt es bei uns eine Krimiserie, ich weiß nicht, ob die deutschlandweit bekannt ist, aber das ist der Eberhofer. Die Eberhofer Krimis. Und da fahren wir jetzt an den Schauplätzen vorbei, geht tatsächlich los. Es könnt ihr genau suchen, entweder ich fahre den Eberhofer Kreisel oder ich fahre an der Metzgerei Simmerl vorbei. Beides funktioniert nicht. Also entweder oder. Jetzt kann man überlegen, wo ich hinfahren soll. Wobei wahrscheinlich der Kreisel am besten war. Da fahren wir dann eine Runde, noch 2 oder 4. So, jetzt müssen wir den Navi noch eintippen da. Nicht, dass ich da noch vorbeifahre, auch vor lauter Blöd. Und ja, vorhin ist mir der Akku abgeraucht, das war's dann. Hat sich verabschiedet, jetzt habe ich dann eine Ersatzkamera hingehängt, aber ich glaube, dass das jetzt nicht unbedingt so viel ausmacht. Sehen wird man es nicht, glaube ich zumindest. So, was da hinten erschwerenderweise der Fall ist, ich habe Übertragungsschwierigkeiten, und zwar hat das Netz da Löcher. Und die haben so groß, dass der ganze Lastung reingeht. Also folgedessen kann es sein, dass der Stream ab und zu ein bisschen hackelt oder abkackt. Aber einfach dranbleiben, das verbindet sich dann schon wieder. So Gott will, Amen. Aber nein. So, jetzt haben wir da nochmal einen brutalen Nebel und eine Landstraße und ja, Hilfe einfach nur. So, fahren wir auf Niederkaltenkirchen, sprich Frontenhausen ist die Richtung. Da haben sie das Klumpert's Draht. Ich finde die Dinger geil. Warum? Weil der mein Dialekt hat. Zumindest in den Serien. Vielleicht nicht arg so schwer drum, weil ich weiß ja nicht, ob das in ganz Deutschland überhaupt der Renner ist. Bei unserer Rund schaut das fast jeder an. Weil wir es wahrscheinlich auch gut verstehen. Was dann für andere vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten gibt. Aber wenn einer will, dann versteht man schon. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Alzheimer lässt grüßen. So, geht's euch gut soweit, ja? Und here we go. So, der nächste war bei mir dann in Weißbach. Ja, genau. Jetzt fahren wir da mal ein wenig dumm rum. Dauert jetzt ein paar Minuten, bis wir bei dem Kreisel sind oder bei der Metzgerei, je nachdem. Die Metzgerei heißt natürlich in echt anders, aber der Schauplatz ist der gleiche. Also der Drehort stimmt dann schon. Was auch lustig ist, seitdem dass die Serie da dran oder die Filmreihe, ja, hat sich der ganze Markt, wo das Draht wird, ganz schön ausgemausert. Scheinbar kriegt die einen Haufen Geld dafür. Weil zuerst hat es ausgeschaut, als wir nach dem Dritten Weltkrieg bei denen. Also wie bei Hempels unterm Bett, wenn man so sagt. Und jetzt haben sie tatsächlich mal Geld gefunden, dass sie mal ein paar Gemeindehäuser oberstreichern, weil an sich war das gar nicht so schlecht. Oder, ja. So, jetzt brauche ich einen kleinen Input, also entweder Kreisel oder Metzgerei Simmerl. Was machen wir? Wenn nicht, dann sage ich einen Kreisel, weil der Kreisel ist einfach geil. Ich tue gerne ein wenig im Kreisel mal anfahren. Muss mal schauen, ob ich das richtig eingestellt habe. Ja, geht doch. Ich muss jetzt auch einstellen, dass ich die Nachrichten sehe, weil sonst sehe ich überhaupt nichts. Ja, dann sagen wir mal Eberhofer Kreisel, dann fahren wir da um. Moin, Abo! Ich fahre jetzt Richtung Frontenhausen, sprich Niederkaltenkirchen, wenn du das kennst. Sagt dir das was? Oder Eberhofer? Ah, ich weiß nicht, ob das eigentlich was sagt da oben.
So, da fahre ich jetzt hin, zwar auf den Kreisel, was in jedem Film drin ist, wo er rundum eiert wie ein Bläder. Weil es ja furchtbar fad ist. Dauert jetzt wahrscheinlich noch so, naja, knapp bei 5 Minuten, dann müssen wir an dem Kreisel sein. Freising! Ja, dann kennst du den Eberhofer auch, passt. Freising war ich gestern. Freising bei München, oder? Nein, vorgestern. Alter, was haben wir denn heute? Freitag. Vorgestern am Mittwoch war ich da, oder? Ah, wurscht, auf alle Fälle die Woche. Boah, ey, mein Hirn, Alter. Sicher, wenn du hast, da bist du gefallen. Aber das ist auch nicht schlecht, weil jetzt verzeiht mir jeder gefühlt alle 5 Minuten, wo es neu ist. Und jetzt fahren wir da zum Eberhofer Kreisel. Da haben sie so Aufsteller haben sie eingestellt, ja, vom Betzel und vom, wie heißt der noch, Simon. Den Nachnamen weiß ich jetzt nicht mehr. Sebastian und Simon haben sie ausgestellt. Ich hoffe, dass das Ding noch dort steht, weil es echt genial ist. Das ist genial. Da haben sie ja noch heute ein Denkmal gesetzt, um den Kreisel rundum. Das ist aber blöd mit den Nicknamen jetzt da bei YouTube. Das sind aber geringfügig anders als wie auf die Discords. Aber Babo habe ich definitiv schon gelesen, ich weiß nicht bei wem. Aber ich glaube beim Daniel, denke ich mal. Aber ist ja eh wurscht. So, ein sehr schönes Ambiente heute. Sonnenaufgang in Grundhausen. Kennt kein Mensch. So, jetzt haben wir dann so viel Nebel, dass wir von dem Aufsteller nichts sehen, oder? Ah, das war jetzt natürlich scheiße. Ah, es müsste schon gehen. Falls mich einer nicht versteht, Übersetzungsbuch liegt unterm Stuhl. Wenn es dann auch nichts hilft, ja, dann tut es mir leid, gell? Ich kann nicht Hochdeutsch. Nur wenn ich was ablesen tue. So, jetzt haben wir dann, oder? Haben wir soweit? Nein, haben wir noch nicht so weit. Da steht der Mülli spaziert. Muss ich tatsächlich mal mein Navi einschalten, nicht, dass er vor dem anderen Ding dann vorbeisegelt. War dann auch nicht kontraproduktiv sozusagen. Und dann zuerst einmal einen schönen guten Morgen beieinander. Für mich ist ja schon wieder brutal Nachmittag. Aber für euch seid ihr bestimmt gerade aus dem Bett rausgekugelt. Was haben wir denn? Halb 8, ja, gute Zeit zum Aufstehen. Ich darf schon wegen 4 Stunden eher oder 5 oder 6. Heute nicht so, weil heute haben wir einen Kaffee überlassen, sitzen wir in der Zwischenzeit auf die Couch hin und schwuppdiwupp, zack, habe ich eingepennt. Ich kann nicht glauben. Kommt meine Frau daher und sagt, so, hast du einen Urlaub? Sag ich, nein, habe ich nicht. Sagt, so, dann darf jetzt noch mal da fahren. Sag ich, weil? Ja, weil es schon 3 ist. Sag ich, what the fuck? So, jetzt auch Eberhofer Kreisel, da ist er. Jetzt muss ich da ein wenig langsam tun, dass man die Aufsteller sieht. Ich glaube, da die Figuren im Nebel da, das ist der Eberhofer Kreisel. Franz Eberhofer Kreisel, steht sogar da. Und jetzt fahren wir da mal runter, 2, 3 Erzieher. Jetzt werden wir da gleich alles ab am Vogel zeigen. Jetzt muss ich mir da mal Gang rufen, nein, da nicht. Ui. Eine Minimiste. Dann fahren wir da raus. Ui. Das war jetzt der Eberhofer Kreisel. Und zwar der auch im Film ist. Aber was mich ja bewundert, ich weiß nicht, wo die da die Kamera aufstellen. Wahrscheinlich da herum auf der Brücke. Im Film schaut das so aus, als wenn rundum nichts war. Ja, im Moment schaut es auch so aus, weil wir Nebel haben wie Sau.
Aber es ist tatsächlich so, dass da auch 3 oder 4 Häuser stehen. Entweder haben sie tatsächlich wegschraffiert oder wegkaisiert, keine Ahnung. Irgend sowas wird es sein. So. Und jetzt München, Flughafen, genau. Haben wir stehen geblieben. Jetzt brauche ich einmal Reisbach bitte. Und da kriegt der Schachtel Zigaretten und dann fahren wir wieder weiter. Jetzt muss ich mal schwer spekulieren, nicht dass ich jetzt da vorbeirausche. Muss ich das tatsächlich ins Navi eingeben, weil mit dem Nebel sehe ich die Scheitel nicht und das ist echt scheiße. Nicht dass ich da labert und fahre irgendwo in der Reckschicht umeinander. Marktplatz Reisbach, bitte. Ah ja. Das schaut ja gut aus, da war ich gefahren, weißt du? Ja. Ja, ist das debattiert. Servus, einen schönen. Oh. Man legt Sonnenschein schön, kann ich gar nicht gescheit schauen. Das blendet wie Sau. Oh. Planet blendet. Kommen wir da oben. Servus, mein Freund. Alles gut? Grüße zurück. Wo bist du denn her? Gestern. Dann war ein Kollege dabei von dir, von der Steiermark. Ist gut, dass er schreiben muss, weil sonst hätte er nicht verstanden wahrscheinlich. Na, Schmarrn. Alles gut, ich bin noch halber da. Sprich, der Papa war ein Österreicher. Aus Scherding, Oberösterreich, sehr gut. Mein Vater kommt ursprünglich aus Braunau. Tatsächlich. Also gar nicht so weit weg von dir. Aber der hat es schon geschafft, den gibt es nicht mehr, leider. Ist schon vor 20 Jahren gestorben, glaube ich. Ja, 20 Jahre, 26 Jahre. Boah, bist du deppert. 2000 ist er gestorben. Drum ist der Dialekt bei mir alles ein bisschen gemischt. Ich komme nur mehr darauf zusammen, mit wem das ich rede. Also nichts halbers und nichts ganz, aber ja. Scherding war tatsächlich am Dienstag mit der LKW. In der Brauerei. Den Namen sage ich jetzt nicht, weil sonst was schleichen wir rum. Ja, eh. Eine schlichene Werbung praktisch, ne? Sonst haut er mal wieder vorne auf den Sack, wenn dann einer Biermarken mit mir praktisch da so kompromittiert wird. Oder verseicht kann man es auch sagen. Feldwalzen verseicht. Jeder Kasten Bier, der was ich mir näher, das ist 0, gar nichts da. Das glaube ich ist ein Fabrikationsfehler oder so. Na, Schmarrn.
Ich bin Anti-Alkoholiker. Ich habe keine Probleme mit Alkohol, aber ohne. Schmarrn. Da ist wieder mal einer aufgehalten worden bei uns auf der Autobahn, haben sie ihn rausgezogen, ja, weil er ein bisschen langsam gefahren ist. Ja, dann hat er gesagt, ja, haben sie gemessen oder blasen dürfen. 2,8 Promille. Respekt. Ich bin daneben gestanden. Dann haben wir gedacht, ich streife einen D-Zug und haben sie gefragt, warum das so langsam fährt. Und dann hat er gemeint, ja, fahren Sie mal mit 2,8 Promille 80 auf der Autobahn, wie schnell das ist. Da habe ich gedacht, eigentlich logisch, gell? Aber leider haben sie es gerade deswegen erwischt. Der vom BAG ist irgendwie ein wenig kasig geworden, wie er sein Gerät da gehabt hat. Dann haben sie noch gefragt, ob er mit der Blutabnahme einverstanden ist. Sagt er, warum? Ich sag, das ist eh schon schwarz auf weiß, gell? Hat er seinen Schein raus da und gesagt, da, holt's rein, ich hab eh keinen Bock mehr. Ja, passt. Also irgendwie war der total, ja, chillig drauf, da ich sagen. Mit 2,8 Promille ist aber noch gerät gestanden und hat eigentlich noch vernünftig geredet. Da kann man meinen, der macht das öfter. So, wo geht's jetzt da hin? Aber der scheiß Nebel wieder. Griesbach, da darf man noch mehr heißen weiter. Ja, das sind nur immer so Schmankerl, die wo du da lebst. Wenn du auf dem Parkplatz umeinander stehst und Pause machen musst und das BAG, also das Bundesamt für Güterverkehr, neben dir steht und die LKW-Fahrer kontrolliert. Vor allem haben sie ein Foto gehabt, der hat sich unterm Pfand Zehennägel geschnitten. Da frage ich mich, Alter, geht's bei dem noch? Also, Sauer 6, gell? Das ist aber nicht gelogen, ich sag's ganz ehrlich. Das ist ein Späßel von mir, der arbeitet beim Zoll, was der oft einmal für Fotos daherzieht, was er dann eine Überwachungskamera da so aufnimmt. Wie es das geht, habe ich keine Ahnung, aber der andere sitzt da am Steuer, fährt da mit seinen 80er dahin oder 95er oder was halt die Kisten so hergibt und lässt die freiwillig die Bildzeitung. Aber absolut, der mit seinem Zehennägel schneiden da und der beißt so in der Heckkohl und Fuß am Lenkrad um und fingert da an seine Zehen und erstens wurde man brutal schlecht, wenn er zuschauen müssen. Aber stell dir mal vor, das tut einer unterm Pfanne. Wirklich wahr, ohne Scheiß. Wenn Sie wenn googeln, das ist glaube ich sogar mal in der Zeitung gestanden, in der Passauer Neuen Presse was drin. Ich weiß nicht, ob der Artikel noch drin ist, es ist tatsächlich schon eine Zeit lang her, aber es ist wirklich wahr, ich verzeihe keinen Scheiß. Das glaubt aber auch keiner. Das glaubt ja kein Mensch, glaubt er das, wenn du sagst, ja, da schreit sich da unterm Pfand Zehennägel, gell? Jetzt, wenn ich das nochmal sagen muss, dann glaube ich, da schlage ich mich. Aber mit dem wirst du gar nicht fertig, gell? Da meinst du schon, die streift ein echt, wenn du das siehst. Brutal. Es ist ein Phänomen. Aber die ist scheinbar sichtlich fad. Ich bin halt gespannt, wann es den ersten erwischen, der aber gerade unter dem Pullistricker ist oder irgendwie sowas. Aber die haben da so neue Geräte, Spurhalteassistent, Abstandstempomat und weiß der Teufel was alles, das Ding fährt eh fast von allein. Aber ja, normalerweise muss das Lenkrad festhalten und darfst da nicht Dank zu machen, weil sonst fängt das Gipsen und das Werk an. Ei. Hey, da war gelb, der fährt einfach drüber, kann nicht sein. Wenn die Mama da drüber gelassen. Aha. Aber die hat jetzt schon einen Schlafanzughosen an, oder? Ja, frei, ich hoffe doch. PTS-Server, 14 Uhr heute. Ja, aber ich habe keine Zeit nicht. Es ist natürlich wieder traurig. Ja, vielleicht schaffe ich es, dass ich da ein wenig mit. Also ich tue auf alle Fälle ein wenig PTS spielen, das ist einmal ganz klar. Weil ich das auch ein wenig testen muss, aber ich werde wahrscheinlich erst von Sonntag auf Montag in der Nacht dazukommen. Wenn es sich ausgeht, dann versuche ich das natürlich ein wenig am Abend oder am Nachmittag zu machen, am Wochenende dann. Aber das wird sich nicht so ausgehen, glaube ich einmal. Muss ich mal schauen, was alles so ansteht, weil zuerst kommt einmal die Familie und dann das ganze YouTube, Spät, Zockerscheiß. Ne? Zuerst einmal Familie. Wochenende muss das so sein.
die legen das natürlich über aufs Wochenende, damit ja recht viele Leute Zeit haben. Das ist eh klar, da die jetzt auch. Aber ich habe ja noch eine relativ gute Chance von Sonntag auf Montag in der Nacht, weil bis Montag ich glaube auch bis um 2. Boah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber bis Montag läuft es auf alle Fälle. So, jetzt muss ich schnell einmal ein wenig was rausschmeißen. Ich bin sofort wieder da. Was haben wir jetzt da? So, jetzt muss ich mal schnell umschalten, dass wir da die anderen nicht abfilmen, gell? Das mit meiner Servus zuerst einmal. So, wo ist jetzt? Da ist er. Ich muss jetzt da schnell einmal ein bisschen was rausschmeißen. Wie spät ist es denn jetzt? 7:50 Uhr. Bist du narrisch. Es ist aber gerade eine Schachtel Zigaretten, also bin gleich wieder da. Da kommt schon einer daher schon, ja. Wenn wir jetzt den wieder gefilmt hätten, war entweder er brutal sauer oder meine Kamera im Arsch. So, muss ich mich. Aber lesen kann ist klar im Vorteil. Hanuta kriegt er auch noch. Will be back, kommt gleich wieder. So, bin ich schon wieder da. Wahnsinn. So, eine oder andere werden sich fragen, warum hat der über eine Kappe auf? Ja, ganz einfach, weil er Frisur braucht, weißt du? Drum hat er über eine Kappe auf. So, jetzt schaut er mal wieder um, weil bei Schnauzen kennt ihr eh schon. Oder auch nicht. So, jetzt auch. Schaut doch gleich viel besser aus. Vor allem nicht so alt und ist frisch runtergestrichen. Das fällt bei mir aus. So, jetzt pass auf, wo müssen wir denn hin? Jetzt brauchen wir wieder ein Navi. Navi. Ja, die bei Avatar, ich glaube, die haben es ja leicht mit der Namensgebung, gell? Weiß auch nicht. Vielleicht da ein Berufskraftfahrer drunter. Jetzt muss ich noch, warte, jetzt müssen wir schnell auf Zeiten fahren, jetzt muss ich das Navi schnell einstellen, weil sonst habe ich da keine Chance nicht. So, haben wir jetzt da, haben wir da. Was umdrehen? Ich glaube, der spinnt. Ja, jetzt fahren wir aber trotzdem da geradeaus weiter und dann drehen wir weiter vorne um. So, was mir fragt, was sind die ganzen Österreicher? Ich sehe auf meinem Kanal, ein paar Prozent sind aus Österreich. Der Wahnsinn, ja. Irgendwer muss mich auch verstehen. Nein, Schmarrn. Ich kann auch nichts dafür, ich bin ja so auf die Welt gekommen, das ist kein Geburtsfehler nicht. Habe mir sagen lassen, da war schon ein paar Mal beim Doktor, aber die haben gesagt, nein, das ist normal. Wenn du aus Bayern kommst, ist das einfach normal. Ja, meine Aussprache lässt zu wünschen, der Daniel hat gesagt, ich soll ja so bleiben wie ich bin, also darum mache ich das auch so, gell. Weil Daniel hat immer recht. Und der ist auch gerade im Urlaub, den stinkt sehr wie Sau, so wie ich mitgekriegt habe. Weil gerade jetzt bringen sie dann Content, ja, scheiße gelaufen. Ja, der wird das bestimmt noch nachholen. Er hat ja seine Mannequins, die wo da auch ein bisschen Input geben dann. Ich finde es selber auch schon, weil ich schaue mir seine Zeit tatsächlich auch ganz gerne an. Das ist eigentlich der einzige, wo ich anschaue. Weil einfach cooler Typ. So, jetzt auch Dingolfing, Mettenhausen, sehr schön. Dingolfingen. Was? Die weiß ist zu hot. Ja, spinnst du jetzt oder was? Schon wieder? Ist mir heute Vormittag der Akku schon mal flöten gegangen. Ist er schon wieder überhitzt. Warum überhitzt der aber? Boah, ich und Technik, das ist einfach nichts. Das soll ich bleiben lassen. Jetzt aber.
wunderschönen guten Morgen beisammen. Oder miteinander. So, fahren wir jetzt zu da mit dem Audi Stungen. Meine Damen und Herren, wenn Sie nun nach vorn schauen, sehen Sie nichts mehr, weil der Planet blendet. Boah. Sonnenschein, schön, kann ich gar nicht schön schauen. Brutal. Ah, sehr schön, oder? Absolut geile Bilder. Und ich Depp hab wieder mein GoPro daheim vergessen. Schleichwerbung. Wo ist Malgersdorf gesperrt oder was? Spinnt der? Aber wie fahre ich jetzt dann? Jetzt bin ich aber ein wenig geblättet, gell? Was sagst denn du? Susi, was sagst denn du? Sagst du auch mal was? Susi? Susi! Wo fahren wir denn hin? Sag einmal an. Rechts, links, geradeaus. Ich sag nichts mehr. Ist mir beleidigt. Haben jetzt Filzblätter hergekriegt. War eh klar. Na, dann fahren wir halt einmal geradeaus. Geht ja fast nicht anders, wenn links gesperrt ist, gell? Rechts war frei gewesen, aber das bringt mir nichts, das ist die falsche Richtung. Eindeutig, zweideutig. War jetzt aber nicht beabsichtigt. So, jetzt fahren wir Richtung Malgersdorfen. Boah, leck, das brennt aber da, das gibt's ja nicht. Ich seh nichts mehr. Jetzt weiß ich auch, warum das immer so geschwollene Augen haben. Eine scheiß Sonne, aber so herbrennt da. Und ich soll mit der Sauferei aufhören, das hilft auch. Nach 100 Metern Ja. links halten. Jetzt auch. Hey. Links halten. Genau. Fahren wir lieber Mitte. Links halten, sagt sie. Die Susi ist aufgewacht, möchtest du nicht glauben. Wir werden jetzt die nochmal anfahren. 10 Minuten to go, 12 Kilometer. Dann haben wir beim nächsten. Links. Was? Links? Ja, ein Sprachfehler. Ist noch schlimmer dran wie ich. Dem Verlauf 7 Kilometer folgen. Nimmst Verlauf oder was? Ja, freilich. Nimmst Verlauf, folgen, passt. Jetzt muss ich da eigentlich mal einen Strom geben, weil irgendwie geht mir das Saft aus. Genau. So. Achtung, in Deutschland, was machen wir da so? Eher ausgeschlafen habe, also das ist dann auch nicht schlecht. Weil normalerweise höre ich mir ein bisschen mir da an, aber heute echt bin ich fit. Ist nicht klar. Oh, besser. Lecker, lecker. Da fangen da Traumstripfen an. In der nächsten Ortschaft habe ich dann 3 Kunden. Aber dabei haben wir jetzt noch ein paar Minuten. Frankenstein. Ja, da schaut es aus, dass es ausschaut. Schau dir so. Sofort Nebel des Grauens, oder? Grausam. Aber wenigstens bleibt jetzt zu nehmen. Das war schon mal jetzt. Oh ja, eine Kraut-Erntemaschine. Schaut's da aus. Ja, wenn man sieht, da schwächelt die Übertragung ein bisschen da hinten, gell? Aber kann ich auch nichts dafür. Dann hat dann noch mehr ein Sendemast hingestellt.
Metern links Richtung B20 abbiegen. So, die B20 hat uns wieder und schon geht die Übertragung auch wieder. Ist nicht glauben. Aber da hinten auch noch ich sehe die Netzleger drin, dass du fragst, gell? Passt der ganze Lastung rein. Links B20 abbiegen, dann rechts abbiegen auf B20. Linksen abbiegsen. Jawohl, Susi, machen wir. Rechts abbiegen auf B20. Schilder nach Burghausen, Eggenfelden. Aha. Stopp. Und nichts. Dem Verlauf von B20 noch 3 Kilometer folgen. Wir müssen verlaufen, Alter, da ist der Sprachfehler, oder? Das kann nicht sein. Sprich einmal deutlich, das kann mir mich keiner verstehen. Auf alle Fälle fahren wir 4,1 Kilometer. Dann sind wir beim nächsten Kandidaten. Und ich muss aber zwischen ein wenig ausladen für alle, die es noch mitgekriegt haben. Ich bin Nahverteilerverkehr, das heißt, ich tue mal ein Stückchen fahren und dann tue ich ein Stückchen ausladen. Und das Stückchen ausladen kann bis zu 15 Minuten dauern. So ungefähr, also pro Kunden habe ich vorgegeben, ungefähr 12 Minuten darf ich brauchen. Manchmal brauche ich ein bisschen länger, also schneller bin ich noch nie nicht gewesen. Aber für euch heißt es dann entweder dranbleiben für den Support, was nicht wäre, oder später einfach wieder einschalten. Weil in der nächsten Ortschaft haben wir 3 Kunden, ja, 3 mal 15 Minuten ist eine Dreiviertelstunde und das ist natürlich ein bisschen arg lang, wenn man da dran hängt und sich dann irgendeine Wand anschauen darf. Ja. Weil ich muss dann immer was einblenden, dass man es halt immer sieht, wer da vorbeiläuft. Weil sonst kriege ich wieder mal eine auf den Deckel. Und er sagt, du, ich mag das nicht, weil er irgendwas angestellt hat und dann weiß man sie, also mir privat hat das überhaupt nicht stören, wenn man einen filmt. Weil vielleicht wird ja dann auch mal bekannt, aber manche Leute mengen das halt so überhaupt nicht, gell? Weil die haben wahrscheinlich da einen Träger am Stecker und ja, wenn man dann auch in der Öffentlichkeit auftaucht, dann weiß ja jeder, wie seine Nasen ausschaut und das mengen halt die mehr dann nicht, weil es wahrscheinlich so kreislig sind oder einfach nicht dazu stehen, wie es ausschaut oder was weiß ich. Aber da haben wir halt ein Gesetz gekriegt, das heißt Datenschutz und darum werden wir das nicht tun. So, jetzt wissen wir das auch. Nach 600 Metern rechts abbiegen. Am Schmarzbach von einer kämen schon dahergerannt, gell? So. Haberaskirchen. Passt. Rechts abbiegen. Haberskirchen. Haberaskirchen, ja, passt. Dem Verlauf 1,5 Kilometer folgen. Jetzt weiß ich auch, wo die herkommen. Die Haberer. So, jetzt habe ich da mal eine Tankstelle und ein Gasthaus und einen Dorfladen und dann darf ich wieder zu einem Werker. Und dann darf ich sagen, sehen wir uns dann demnächst wieder, gell? Nein, ich schalte nicht aus, ich lasse laufen, aber wie ich gesagt habe, ich muss jetzt dann ein wenig ausladen, ich blende dann auch bin beim Laden auch ausladen. Und ja, ausladen nehmen. Ich gebe Gas, gell, dass es nicht allzu lang dauert. Aber wie gesagt, wenn man einen Support geben möchte, also Unterstützung, ja, dann lasst er das Ding rennen, wenn er gerade Zeit hat. Was ich auch so am Rande bemerken kann, ja, weil ich sage, Support-Mitgliedschaft gibt es bei mir jetzt auch. Und ja, das ist halt für die Leute, die wir unterstützen möchten. Ja. Dann einmal so nebenbei behauptet. Nach 500 Metern rechts abbiegen auf Haberskirchener Straße. Also Zuckerl gibt es dann auch, so wie Outtakes etc. Musik, wow. Na, mal nachschauen, was es da so gibt. Schon eh nicht. So, jetzt haben wir aber dann soweit, gell? Wo haben wir denn jetzt da? Jetzt müssen wir da einen guten Standpunkt aussuchen, dass ich da
Rechts abbiegen auf Haberskirchener Straße, dann leicht rechts abbiegen auf Kirchenweg. Das ist jetzt aber wieder denkbar beschissen. Jetzt haben sie wieder einen Container hingestellt. Nein, da steht einer mit seinem Krampf da. Jetzt muss ich warten, bis der da wegfährt. Weil es schaut aus, als wenn der wegfahren da. Ja. Jetzt muss er wieder in seinen Anhänger nachschauen, ob es passt. Komm, jetzt schmeiß einen Riemen auf die Orgel und schleich die. Jetzt muss er mit seinen Kucherstickeln noch mal hantieren. Schlüssel nicht vergessen, eine sitzen weiterfahren. Ich muss mich da hinstellen, weil sonst habe ich ewig ein Problem, weil da möchte dann alle 5 Minuten einer aussehen. Weil weil jetzt wieder im Weg steht und wenn jetzt der da wegfährt, dann habe ich einen guten Standplatz. Ja, jetzt. Geht schon, Kim, geh weiter. So, ich drehe mich jetzt da ein wenig so her. Leicht rechts abbiegen auf Kirchenweg, dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. So, und ich bin jetzt dann mal beim Laden, Ausladen. Oh, ist das eine Gaude, mal gut, wenn der nicht mehr rennt. So, jetzt habe ich den einen da. 2, also es kann jetzt schon ein wenig dauern, also 20 Minuten sind jetzt drin. Wie gesagt, Support dranbleiben, wenn nicht, später wieder einschalten oder halt einfach dann beim nächsten Mal. Oder auch gar nicht. So, warum pfeift der? Also, was habe ich jetzt das da? Ja genau, jetzt machen wir da hin, dass da was weitergeht.
So. Hat nicht so viel ausgehalten, aber danke für die, die es ausgehalten haben, gell. Jetzt bin ich wieder da. Aber voll nicht weit, vielleicht 100 Meter. Dann habe ich noch mal einen und dann fahren wir weiter auf Landau. Das dauert dann wieder ein Stück. So. Jetzt habe ich gesagt, jetzt habe ich gleich dann noch mal einen. Und nach dem geht es dann ein Stück weiter, da haben wir wieder 20 Minuten ungefähr drin Fahrzeit. Dann schauen wir noch mal, was das so wird. Aber jetzt habe ich dann noch mal einen. Und das ist dann auch relativ schnell wieder erledigt. Da werden wir jetzt dann noch mal einen Kaffee mitnehmen oder zwei. Über Kassemi habe ich gerade gekriegt. Ich vom Fleisch voll. Haben wir da wieder ein wenig hinfriemeln nur. So. Ja. So, wie gesagt, bin ich gleich wieder da. Jetzt das letzte Mal noch mal ausladen und dann fahren wir weiter. Halt, Anstoff muss ich auch noch sagen gerade. Da haben wir dann wieder ein wenig eine größere. Ah, leck, jetzt sind da 3. Oh, ja, weh. Ja, da habe ich noch ein übersehen, habe ich das Gefühl. Ja, ist eh wurscht, das geht dann schon weiter wieder.
bin ich wieder da. Jo. Aber keiner ist mehr für euch da, das passt mir ja gar nicht. Ja, es wundert mich jetzt aber nicht, gell? Die Aussteigerei, da ist ewig gewartet, weil bis er dann wieder kommt und zeigt, da weiß ich noch, da ist mir noch nichts Sinnvolles nicht eingefallen, was ich da zwischendrin einblenden könnte, damit es nicht gar so fad ist. Ja, aber jetzt, das was so 10-12 Minuten läuft. So, nichtsdestotrotz, jetzt fahren wir Richtung Arnsdorf. Da habe ich dann ein paar kleine. Die haben dann 2-3 Minuten ausgeladen. So, wenn wir uns noch die Nebensuppen da durchgegraben haben, weil irgendwie. Oh, ein Anruf, Moment, jetzt muss ich das Mikro schnell ausschalten, gell? So, jetzt geht's wieder weiter. Oh, das ist ein Tag heute. Wunderbar. Viel Nebel. 8:39 Uhr in Deutschland. Was macht man da so? Kann man nicht sagen, oder? Ich bin jetzt daheim, da zuerst einmal brutal Kaffee trinken. Da, früh wie Hilfe. So, jetzt. Jägerndorf, Umleitung. Ach du liebe Zeit. Ist jetzt schon wieder gesperrt oder was? Nein. Nein, geht schon durch, Gott sei Dank. Das war es jetzt wieder gewesen, der Renn. Umleitungen hat momentan so voll, dass das Auge raus. Das ist brutal. Zwei Bäcker und einen Kiosk. Jeder kriegt ein Hemd voll, geht relativ schnell von der Hand und dann fahre ich weiter auf Landau. Da habe ich dann noch mit 3 und dann war es das schon wieder gewesen für heute. Aber da muss ich brutal aufpassen, weil da stellen sie aber gerne die Blitze auf. Da hätte sie wieder ein Foto gekriegt, das war ein Haufen Geld gekostet. Fotos von mir habe ich nur. Weil auch nicht noch zusätzlich war. Den mache ich dann schon selber. Ja, dann nicht so teuer. Auf alle Fälle ist der Kaffee heiß und lecker. Weil voll in Goschen brennt jetzt. So. Ja, was das ausmacht, gell, wenn man 10 Minuten aussteigt, von, weiß ich nicht, wie viel waren es, 65 Zuschauer auf einen schrumpft. Aber der eine, der ist hart im Nehmen, der ist natürlich Stimme dabei. Ich danke dir dafür, gell? Da warte ich schon immer drauf. Wenn ich einschaltet, zack, ist er schon da. Ich weiß zwar nicht, wer es ist, aber ich bedanke mich recht herzlich bei dem einen, der immer dabei ist. Lieber einer wie keiner. Schaut schon viel besser aus als wie 0. Weil 0 ist schon ein wenig fad. Aber mir wundert es nicht, weil wenn du dann immer wieder stehst, 20 Minuten auf einem Pfleg, das ist zum Zuschauen schon extrem lang. Auch zwar 3 Minuten schon lang. Ne? Aber wenn es dann einmal so auf 10, 20 Minuten hingeht, dann ist das schon sehr, sehr lange. Verstehe ich alles. So, jetzt fahre ich dann Richtung Ahrensdorf. Schau, was der kriegt da, der Teufel. Eieiei. Moment, guck mal, ich schreibe überhaupt alles.
fährt dann schon der nächste. Das habe ich aber gleich, bin gleich wieder da. So, wollte die Walfi. Dankeschön fürs Subscribing. Dankeschön für den Follow. Oh je. Kyrillisch, das fällt aus, das kann ich nicht lesen. Alles passt.
wenig durch die Pampa fahren. Schon wieder. Haben wir noch so ein Imbiss-Zeiglohn. Sagen wir aber auch gleich, weil das auch nicht voll ist. Weil es dann echt gar nicht so spät ist, gell? 10 von 1 ist es erst halt. Ist ja gar nicht so schlecht. Kurz zu den Parken da. So, irgendwann wieder muss ich ein bisschen was ausbauen, bin ich gleich wieder da. Und dann muss ich den nächsten Mal suchen, weil den kenne ich nicht.
So, geht's schon wieder weiter. So, jetzt haben wir. Jetzt muss ich schnell mein Navi noch ein wenig navigieren. Dass ein wenig was sagt, wo ich hin muss. So. Nach 150 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Jetzt wieder da hier, hat er gesagt. Eine Wald- und Wiesentour heute. Freie Landstraße.
Rechts abbiegen auf obere Hofmark. Abbiegen auf obere Hofmark, dann erreichst du das Ziel. Du hast das Ziel erreicht. Stehen gleich wieder.
Jetzt fahren wir wieder Heisel weiter. Dauert ein bisschen länger. Aua. Dann Haxen wieder austraten, das tut mir weh. Das ist verklammt. Das Knie, das ist nicht mehr original. Schmerzen. So, jetzt machen wir kurz einer dran noch. Name ist Hase, ich schlage Haken. Jetzt sieht direkt aus. So. Schuha, Ipiaye. So, jetzt haben wir noch 3 Gurken, dann habe ich fertig für heute. Zeit wird es heute schwitze ich nämlich. Aus- und Einsteigerei, die hat es in sich. So, ja. Das ist 9:14 Uhr. Was haben wir denn da noch? Noch mit drin, noch mit raus und noch mit ganz raus. Ah, da fahren wir anders drunter. Da waren wir zuerst in der Stadt drin und dann den einen heraus, da können wir schön aufhören. Das glaube ich ist das Beste. So, fahren wir Landau an der Isar. Ampel, wo ist der Ampel? Das ist keine Ampel. Und da kehrt einer zusammen und die anderen die wischen. So. Wo wird der Heiko sein? Den habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Eigentlich fester Bestandteil von meinem Kanal irgendwie gefühlt. Hat es zumindest geschafft, dass er schon ein rotes Emblem ergattert hat. Was tust denn du jetzt da? Nicht bremsen. Gas geben. Gehen wir uns da wieder durch hier wursteln. Es war dunkelgrün, ich habe es genau gesehen.
man merkt, ich bin schon wieder müde. Halbe 10, ja, das ist so meine Zeit, da habe ich ein wenig einen Hänger. Da muss ich dann unbedingt einen Kaffee saufen. Da haben wir vorhin gerade besorgt. Schmeckt irgendwie nach Waschbeiwasser, keine Ahnung. Was der da reingeschüttet hat, schwarz ist. Aber Kaffee möchte ich jetzt das nicht bezeichnen. Aber einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, heißt es, gell? Ja. Grüß dich, du, in 10 vor 10 bin ich bei dir ungefähr. Ja, passt. Passt, okay. Alles klar, 10 vor 10, ja. 10 vor 10 ungefähr, ja. Ja, passt. Jo, ciao. Schlecht. Er hat einen ganz schlechten Parkplatz, weil man nicht in Kurven schauen kann. Ah, Mann.
immer noch Nebel, gell? Das wird nicht anders heute irgendwie. Halbe 10 und alles noch dicht. Ja, schönen guten Morgen beieinander. Markt 10 in Deutschland, da geht's noch, oder? Oder schon wieder Pause? So, ich bin auf dem Weg zu den letzten 3, dann hat es für mich schon wieder erledigt für heute. Sie haben schon ein bisschen ziehen noch.
Scheiße. Das war die falsche Abfahrt. Jetzt haben wir wieder selber eingelegt. Eieiei, jetzt früh runtergefahren wieder. Stieg vor. Das war die falsche, meine Nerven. Ah, da war ich noch nicht so oft dort. So, aber jetzt muss es stimmen, gell? Schaut gut aus.
So, jetzt muss ich da umschalten. So, jetzt war ich noch ein wenig Büro, bis der kommt. Nein, der ist noch nicht da. Schon wieder mein Kugelschreiber, da ist er. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ich kann leider nicht laufen lassen, weil da Leute vorbeifahren, die wollen nicht filmen sollte. Jetzt kriege ich wieder Probleme. So, jetzt haben wir da den da. Was habe ich zu dem gesagt? 10 vor 10. Ah, ist eh schon da. Ach, das ist der, okay. Habe jetzt auch noch nicht gesehen. Da ist mir deine Frau aber lieber aus wie du. So. Umschauen jetzt.
So. Da wollte ich jetzt noch was schreiben noch. Ja. So. Alles so da aufgeschrieben, aber das, was ich brauche, nicht. Das passt. 1, 2, 3, 3, 15. Irgendwie wird schon, hat er gesagt. So, jetzt machen wir wieder weiter.
So. So, jetzt fahren wir da noch zum letzten. Dann habe ich fertig für heute. Das wird auch wieder lustig, weil der ist mitten in der Innenstadt drin. Und das ist dann aber mit dem 16 Tonner recht spektakulär da am Platz zu finden. Weil ich jetzt nicht glaubt, dass ich jetzt da durchfahren darf, wo ich jetzt da durchfahre. Aber jetzt hilft ja nicht. Da musst irgendwie ein bisschen schmerzbefreit sein, was das anbelangt. Aber er fängt auch erst singen an, wenn er einen Stecker in der Hand hat. So. Warten wir wieder da. Da muss das Ganze jetzt ein wenig umdrehen, weil da mindestens im Startplatz 3, 4 Leute umeinander springen. Da müsst ihr mein Gesicht anschauen, weil ich die Leute jetzt da nicht unbedingt abfilmen möchte. Gell? Habe ich wieder einen erwischt, irgendwie vollpfosten Magnet wieder eingeschaltet. So, das ist jetzt der letzte Kunde. Und dann fahren wir gemütlich nach Hause. Es geht jetzt leider nicht anders, weil jetzt da mitten Fußgängerzone und so weiter. Und da ist es nicht gescheit, wenn man da durchfährt, dann kriegt man wieder geschimpft dann. So. Dann mal starten. So. So, wie gesagt, jetzt ist der letzte, ich komme gleich wieder und dann fahren wir Richtung Firma.
So, wieder einer graben. Habe ich fertig, juhu. Yippie. So, jetzt mal schauen, dass wir da wieder rauskommen, dass ich die Kamera wieder umschalten muss, sonst wird mir ganz unwohl. Wenn Sie so in meinen Kopf schauen müsst und dann unter Umständen denken Sie sich, oh, leck mich am Arsch, das schalten wir wieder raus. Gammelfleischsender wollen wir nicht. So, ich muss jetzt auf alle Fälle da irgendwie wieder aussehen. Dann wenn wir rundum leichten einschalten. Ja, schaut doch gut aus. Ja, was haben wir denn jetzt dabei? Ich muss meinen Stoßdämpfer wieder aufgucken. Sonst fällt mir Plumpen aus. So, was haben wir jetzt mit dem so jetzt? Oder? Ich kann euch einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Da war ich einmal, bis ich da aus der Fußgängerzone wieder draußen bin. Aber es fällt aus, weil da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also gut. Jetzt haben wir es dann gleich. Jetzt pass auf. So, jetzt haben wir wieder draußen. Da schaut das schon besser aus, oder? Unbedingt. Boah, Stream Elements. Sogar. Thanks for subscribing. So. Ja, eng ist ein dehnbarer Begriff und Höhe auch, aber der geht noch. So, jetzt müsst ihr ein wenig schicker mit zuschalten, weil jetzt bin ich nicht mehr lang online. Weil heimfahren da tue ich jetzt ungefähr so 30 Minuten ungefähr. Ohne Aussteigen, wohlgemerkt. Und dann habe ich es gewesen für heute. Es ist jetzt Häuserkampf gerade im Moment. Da schau ich. Zack, alles zugespielt. Wahnsinn. Da rumfahren. So, jetzt haben wir ungefähr 30 Minuten zum Fahren. Kaffee habe ich geschenkt gekriegt, das passt. Schon wieder. Und ja, dann lassen wir den Tag keiner mehr ausklingen, würde ich sagen, oder? Ihr seid gerade aufgestanden, ich bin gerade fertig geworden, dann passt das recht schön zusammen. Dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten, was aber da schwierig ist irgendwie, weil, weiß auch nicht, oft einmal habe ich 60 Zuschauer, aber schreiben da keiner, entweder sind sie der deutschen Sprache nicht mächtig oder mich versteckt keiner. Das darf ich ganz gerne mal wissen, wie das läuft. Oder es wird unter der Schulbank heimlich geschaut, ich weiß es auch nicht, oder in der Arbeit. Einmal ist einer dabei gewesen tatsächlich, der hat mir in der Kantine auf den Fernseher gelegt. Also, weiß auch nicht, beim Frühstücken Fellwitzen TV oder so. Obwohl, das muss ich sagen, das stimmt vielleicht gar nicht so schlecht. Dass in der Kantine sitzt und dann ein wenig so, ja, Straßenansicht und Nebel und Sonnenaufgang und so. Das war, ich glaube, ich mache jetzt immer ein gutes Ambiente. Kann man zumindest noch feststellen, ja. Der Kaffee heißt, sagen wir mal.
das Reh. So, hey, schau, gell. Ist ein bisschen gegangen als wie gemacht, muss ich sagen. So, Jack is back. Wo ist der Heiko? Der fehlt mir so. Ist das nicht? So, jetzt erst einmal Gas geben, weil sonst schaffst du es nicht mehr. Weil das ist ein Beschleunigungsstreifen, da kann man beschleunigen. Ja? So schaut es nämlich aus. So, jetzt Richtung Deggendorf. Auf der Autostrada A92 Richtung Heimat, dann passt das eh wieder für uns. So, jetzt können wir wieder ein wenig quatschen miteinander. Jetzt habe ich dann da wieder definitiv fertig.
schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Abo, Like, Hype, weißt sehen, wie es geht. Dann sage ich schon mal Servus, bis zum nächsten Mal, weil ich werde mich jetzt da ein wenig zurückziehen und ein wenig chillen da. Und mal bei der Einfahrt ein bisschen entspannen.
So, eine kurze Pinkelpause. Ah, so, jetzt. Schnell ein wenig was um Land drehen, dann bin ich gleich wieder da. So, wie ist jetzt das gegangen? Nein. Ha, so ein Cheat.
So. Jetzt muss ich mir das einmal anhören, was das was geworden ist. Eine kleine Danksagung, weil eben 3000 Follower geschafft habe. Auch anhand wegen der Community. Ich muss jetzt echt einmal schauen, ob das was geworden ist da. Jetzt werde ich aber das selber nicht hören, das ist blöd. Ich muss da schauen. Feldhäusen Family. 3000 starke Seelen, das Ziel ist für dich. Hab klein angefangen, nur einen Traum im Kopf. Nen Kopf. Okay, das machen wir. Feldhäusen Family. Hast du die falsche Tasten?